Ich darf kurz Herrn Professor Magister Roman Verdel vorstellen. Dobrovic, Roman. Er unterrichtet am slowenischen Gymnasium in Klagenfurt Musik und slowenische Sprache. Er leitet die Musikschule, die slowenische Musikschule des Landes Kärnten. Dass das eine Schule des Landes Kärnten ist, das wird er sicher selber später noch was dazu sagen. Er ist heute Gemeinderat der slowenischen Wahlgemeinschaft in Verlach, in seiner Heimatgemeinde. Bis zur letzten Wahl war er auch Stadtrat, zuständig für Bauwesen und Verkehrspolitik. Und daneben, und das ist sicher der Hauptgrund auch, wieso er heute hier ist, hat er mit aufgebaut, mit wiederbelebt den slowenischen Kulturverein Voroli, slowenischer Kulturverein in Verlach, mit einigen Gruppen. Er leitet eine Vielzahl von Chören. Wenn ich die aufzählen würde, würde ich sicher den einen oder anderen vergessen. Und was speziell auch für die Zukunft der Gemeinde wichtig ist, er hat initiiert und managt vollverantwortlich heute den zweisprachigen privaten Kindergarten in Verlach. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen. Roman, du bist am Wort. Ja, Paolo pozdravljeni, večina od vas poznam in tudi vem, da se razumete. Ich möchte mich zuerst bedanken für die Möglichkeit, hier unserer Gemeinde und auch die slowenische Volksgruppe in Verlach ein bisschen vorzustellen, was wir machen, was wir aufgebaut haben, was in den Jahrzehnten passiert ist. Und natürlich wird auch ein kleiner Exkurs darüber stattfinden, wie es mit der Aussiedlung war. Wir haben jetzt in diesen Tagen die 80 Jahre. Das 80-Jahr-Jubiläum will ich nicht sagen, aber 80 Jahre ist es her, seit viele Kärntner und Slowenen ausgesiedelt worden sind. Und habe am Anfang einen kurzen Film mitgebracht, der zwar etwas länger ist, etwas älter, nicht länger, etwas älter. Und auch der Bruno wird in diesem Film vorkommen. Und zwar handelt er vom Ensemble Drava. Das Ensemble Drava wurde 1974 gegründet und war eigentlich der Auslöser für die slowenische Wiedergeburt der slowenischen Kultur in Verlach. Und 1995 haben wir mit dem Bruno eine CD aufgenommen und sind dann überall herumgefahren, haben sehr viel gastiert. Und eine Südtirolerin, eine Journalistin, hat einen kurzen Film über dieses Ensemble gemacht und über unsere Familie. Dazu möchte ich sagen, dass meine Mutter mit 5 Jahren ihre Eltern verloren hat, und zwar am 13. Oktober 1943. Da wurde die Familie ausgesiedelt und meine Mutter ist zufällig zu Hause geblieben, weil sie bei den Nachbarn war. Und ihre Mutter und 3 Schwestern kamen dann alle im KZ um und insgesamt 8 Leute von unserer Familie. Sie hat überlebt und erzählt auch kurz in diesem Film, was sie alles erlebt hat und wie das eigentlich passiert ist. Und mein Vater, er ist im Dezember verstorben, war der Obmann des slowenischen Kulturvereins ab 1981. Der Christian war sein Stellvertreter und in dieser Zeit gab es wirklich dann einen sehr starken Aufschwung für die slowenische Kultur in Verlach. Und diesen kurzen Film möchte ich Ihnen zeigen als Einstieg. Wenige über Verlach war da ja schon enthalten. Vielleicht gibt es uns noch ein paar Eindrücke, denn wie groß ist Verlach, vor allem den Unterschied, wenn man Verlach hört, denkt man an die Stadt Verlach, aber sie besteht eigentlich aus, ich weiß nicht, 20 Dörfern und in die Richtung wird das. Ja. Ich möchte noch dazu sagen, dass dieses Lied der Optimismus von Bruno Petrischek ist und das mittlerweile ein Klassiker ist. Ja, zu Verlach. Und zwar Verlach wurde 1930 zur Stadt erhoben. Der Hauptgrund war das positive Ergebnis bei der Volksabstimmung und
seit damals fungiert sie praktisch als Stadt mit einem weitreichenden, umliegenden Feld. Und zwar gab es damals 3 Gemeinden, das war Unterferlach, Medvonica und Windisch-Bleiberg. 1973 kam es dann zur Eingemeindung und da wurde Windisch-Bleiberg dazugenommen und auch Unterferlach, und so erstreckt sich das Gebiet jetzt bis zum Röbelpass und dann Richtung Rosenthal bis Trau, fast bis, also Weißelsdorf ist die Grenze, und hinunter bis Lag, das ist ein bisschen vor Rutschungen. Es ist eine Gemeinde mit 7200 Einwohnern plus minus, also es schwankt zwischen 7100 und 7250. Im Moment haben wir einen sehr starken Zuzug, und zwar aufgrund der Firma Glock. Das ist die berühmte Waffenfirma, die schon 1000 Leute beschäftigt. Und natürlich ein Zugpferd für viele, auch aus Slowenien, ist, weil dort natürlich die Bezahlung gut ist, aber die Arbeit ist nicht, also die Arbeitsverhältnisse sind nicht so besonders. Ferlach war als Stadt eigentlich immer eine deutsche Stadt. Es waren immer fast 2/3 der Bevölkerung, ich rede jetzt von dem Stadtkern, deutschsprachig, wobei die umliegenden Dörfer fast ausschließlich slowenischsprachig waren. Zum Beispiel Gleinach war 1910 100% slowenischsprachig nach der Volkszählung. Und natürlich hat sich das schon ausgewirkt auf die Assimilation, denn man darf nicht vergessen, hauptsächlich sind Einwohner in Ferlach aus Zell gekommen, aus Windisch-Bleiberg, aus St. Margareten, und das waren komplett slowenische Ortschaften, und haben in der Kestag die Arbeit gefunden. Die Kestag wurde dann aufgelöst 1987. Bitte? Kestag war die Föst damals, ne? Föst, ja. Zuerst war es die Kestag, dann war es die Föst, und jetzt die Kestag gibt es sogar noch, wieder als Kestag, aber die Föst hat das übernommen. Und 1985 war der Bundespräsident Kirchschläger in Ferlach, und der kriegt dann sehr viel Verdienste dafür. Damals war gerade diese Kestag-Sache im Gespräch, und diese wurde dann wirklich aufgelöst. Aber Ferlach hat 3200 Beschäftigte, bei einer Einwohnerzahl von 7200 ist das sehr viel. Und diese 3200 Beschäftigten, die teilen sich auf verschiedene Firmen auf. Natürlich ist Glock die größte Firma, aber auch wenn der Glock jetzt weggehen würde, würde praktisch die Struktur noch relativ gut sein, weil es viele kleine Betriebe gibt und eigentlich viele Arbeitsplätze, und dadurch ist die Gemeinde Ferlach auch sehr reich. Sie ist eine der wenigen Gemeinden, die in der Pandemie kein Minus hatte. Im Gegenteil, wir haben durch die Produktion von Waffen leider, das muss man dazu sagen, 240.000 € mehr Einnahmen gehabt aus der Kommunalsteuer als früher. Und das ist eigentlich paradox, nicht in der Zeit, wo viele Firmen praktisch nicht mehr existieren. Was die slowenischen Vereine anbelangt, so ist festzustellen, dass der erste slowenische Kulturverein 1870 entstanden ist, und das war gleichzeitig das Jahr, wo es den letzten slowenischen Bürgermeister gab. Danach gab es keinen slowenischen Bürgermeister mehr in Ferlach. Dieser Verein hat dann bis 1887 gearbeitet, circa 10 Jahre, und im Jahr 1905 ist dann ein weiterer Verein entstanden, der Vorgängerverein von unserem Verein Slowenska Prosvetna Društvo Bohulje. Aber in dieser Zeit gab es sehr viele Vereine, und zwar in den umliegenden Dörfern. In Gleinach gab es 3 Vereine, dann gab es einen Turnverein Sokol. Dieser Turnverein hat dann das Geld bekommen für den Kultursaal beim Zingels, und zwar war ein Dr. Mischitz, der dieses Geld aufgetrieben hat für den ersten Sokol-Kulturverein, der in Kärnten gegründet wird, und der hat dieses Geld dann für den Saal verwendet, und das war ein Kultursaal und auch ein Turnsaal. Dann kam der große Einschnitt 1920, und zwar fast alle studierten Slowenen haben Ferlach verlassen. Und neben den Studierten auch 28 Büchsenmacher, und das ist vielleicht deswegen erwähnenswert, weil diese Büchsenmacher dann zuerst in Kranj eine eigene Büchsenmacherschule
aufmachten und dann später die Firma Sastauer gegründet haben. Das waren Ferlacher Büchsenmacher und das war natürlich ein sehr großer Einschnitt für die Ferlacher Bevölkerung. Du gibst mir gerade das Stichwort Büchsenmacher. Wenn ich heute in Wien gefragt werde, wo ich herkomme und Bodental sage, wissen die wenigsten damit was anzufangen. Wenn ich dann sage, gehört zur Gemeinde Ferlach, kommt sehr oft die Reaktion, naja, Büchsenmacher. Und für jene, die jetzt eher ein bisschen vom Thema abseits, für jene, die noch immer nicht wissen, wo das ist, brauche ich da nur mal sagen, das nächste Seitental Richtung Westen ist das Berntal und dann bekommt man Reaktionen, dass man glauben würde, jetzt hört man gleich noch die geografischen Koordinaten des Wortes. Ja. Also Büchsenmacher, würdest du meinen, dass die sowas wie die Identität Ferlachs begründen? Auf Slowenisch nennen das die Bili und mittlerweile wird das, glaube ich, auch im Deutschen schon verwendet. Ja, Bili ist natürlich der Feind, nicht? Das war die Hauptarbeit der Büchsenmacher. Natürlich geht das schon Jahrhunderte zurück. Die ersten Büchsenmacher werden schon 1560 erwähnt und haben dann praktisch zuerst wirklich nur Büchsen für die Jagd gemacht, aber später natürlich für den Kaiser. Sie haben sie auch geliefert nach Belgien, nach Frankreich, zu Napoleon. Das heißt, es war wirklich eine Waffenproduktion. Und man sagt, dass diese Büchsenmacher aus Lüttich gekommen sind. Aber diese Annahme stimmt nicht, weil es bei uns keine Namen gibt, die darauf hinweisen würden, dass irgendwelche Leute von dieser Gegend waren, weil es keine Namen gibt. Und das heißt, es ist nicht ganz sicher, wie das angefangen hat. Man hat halt rumprobiert. Jedenfalls ist diese Tradition erhalten geblieben und natürlich wurden dann später Waffen für den Krieg, auch für den Ersten Weltkrieg produziert und das hat sich praktisch durchgehend so erhalten. Aber die Jagdwaffen waren natürlich immer präsent und es gibt ja viele slowenische Büchsenmacher, die hier noch geblieben sind, Boronik, Franzl zum Beispiel von 1760 weg. Noch immer in Familienbesitz und die machen noch immer Waffen. Heute sind das Waffen, ein Freund von mir hat ein Gewehr für den Putin gemacht und die Gravur allein hat 130.000 Euro gekostet. Er hat ein Jahr an dieser Gravur gearbeitet. Dieses Gewehr konnte dann nicht geliefert werden, weil das Embargo war, das war schon, wo das erste Mal die Krim annektiert wurde. Und ein Jahr haben sie dann gebraucht, über Dubai dieses Gewehr zum Putin zu bringen. Also das ist schon noch immer, und auch der Juan Carlos, also wirklich Berühmtheiten, kommen nach Ferlach und lassen sich solche Gewehre produzieren. Und es gibt noch einige, die das wirklich noch behalten haben und noch davon leben können, aber wirklich nur mal wenige. Und die sind dann in dem oberen Segment. Aber es gibt sehr viele Jäger, also es ist so ist das wieder nicht. Die sich erhalten haben, die sind nach wie vor voll im Geschäft. Und das zweite wirtschaftliche Standbein von Ferlach, du hast es schon erwähnt, war immer die Kestag, das Holzwerk, die Drahtproduktion. Das wurde dann mehr oder weniger aufgelöst. Aber als heute Außenstehender würde ich meinen, für Ferlach war das ein Glück. Trotz der vielen wirtschaftlichen Probleme für viele Leute hat man heute das Gefühl, dass das Umweltklima, die Luftqualität um einiges besser geworden ist. Teilst du diese Meinung? Ja, natürlich. Das hat natürlich auch mit der allgemeinen Entwicklung zu tun. Mein Vater ist deshalb nach Ferlach gekommen, weil es dort die Kestag gab. Und sehr viele andere Slowenen auch. Und natürlich war das ein Standbein und jeder Arbeiter bekam 2.000, 3.000 Kilo Kohle geschenkt von der Firma Kestag. Das hatte zur Folge, dass alle mit Kohle geheizt haben und natürlich in jedem Haus, in jedem kleinen Haus waren mindestens 3, 4 Öfen, die mit Kohle befeuert wurden und natürlich hat es sehr gestunken und war sehr nebelig. Aber das hat sich dann aufgehört, dann ist man auf Öl umgestiegen, mittlerweile wird Öl auch nicht mehr, ist auch nicht so interessant. Aber die Kestag war natürlich der wichtigste Arbeitgeber und auch der größte Assimilationstreiber, würde ich sagen.
weil man hat dann dort fast nicht mehr Slowenisch sprechen dürfen, also man hat sich nicht mehr getraut. Und jetzt, das Paradoxon war das, es waren hauptsächlich Arbeiter aus Winnisch-Beiberg, wie ich schon erwähnt habe, St. Margrethen, Zell, die wirklich slowenischsprachig waren und kaum der deutschen Sprache mächtig waren. Das Erste, was sie gemacht haben, in der Kästag, sie haben Deutsch geredet. Und sie haben sich nicht mehr getraut, ihre Kinder zum Slowenischunterricht anzumelden. Und wir erleben heute eine Situation, dass viele Nachkommen dieser, vor allem aus Zell, sehr gegen die Slowenen sind. Also unsere größten Gegner eigentlich sind und das eigentlich abschütteln wollen. Also das ist ja bekannt, dieses Paradoxon nicht, dass man seine eigene Wurzel irgendwie nicht mehr wahrhaben will. Woanders besinnt man sich der Wurzeln, aber bei uns ist es umgekehrt. Und es hat zum Beispiel auch viele Fälle gegeben, wo dann die Arbeit aufgegeben wurde und andere Arbeiten angenommen wurden, weil der Druck so groß war. Mein Vater war einer der wenigen, der sich wirklich nicht gebeugt hat. Er ist auch nicht zur Partei gegangen, weil das war nämlich Voraussetzung. Also die Sozialistische Partei hat in Verlach seit 1945 absolute Mehrheit. Und ihm wurde alles angeboten. Er hätte eine ganze Abteilung bekommen, aber er war auch einer der wenigen, der die Kinder ins slowenische Gymnasium gegeben hat. Mein Onkel zum Beispiel, der war Direktor in der Berufsschule, hat seine zwei Söhne nicht ins slowenische Gymnasium gegeben. Und zwar rein nur aus diesem Druck. Und es gab sehr viele Fälle. Ich kann auch sagen, also der ehemalige Direktor der Hauptschule, Koschutnik, hat sich auch nicht getraut, seine Söhne ins slowenische Gymnasium einzuschreiben. Und die waren alle Parteimitglieder. Und man hat immer so getan, ja, man ist so offen, also es ist kein Problem und so, es war aber ein Problem. Und natürlich ist damit auch einhergegangen, dass die slowenische Sprache dann immer weniger gesprochen wurde. Und ein wesentlicher Faktor war der deutsche Kindergarten. Ich bin mit 5 Jahren in diesen Kindergarten gekommen und konnte fast nicht Deutsch, ein paar Wörter. Und meine Schwester auch und die Ursula Schelander, also die im Ensemble waren. Und wir haben innerhalb von 2 Monaten nur mehr Deutsch gesprochen. Wir haben uns nicht getraut, dort Slowenisch zu sprechen. Es wurde uns auch verboten, das muss ich dazu sagen. Wir durften dort nicht Slowenisch sprechen. Und dieser Druck, natürlich, es gab auch viele andere Kinder, die aus slowenischen Familien gekommen sind und die waren diesem Druck noch mehr ausgesetzt. Bei uns war wenigstens im Hintergrund das Elternhaus, das uns die Möglichkeit gegeben hat, aber woanders ist das nicht passiert. Du hast deinen Vater erwähnt, der in der Gesta gearbeitet hat, wesentlich für das Kulturleben war, aber wenn ich mich richtig erinnere, auch wesentlich für die Entwicklung der slowenischen Bank in Verlach. Und die ja heute an einer in meiner Jugendzeit versteckt hinter der Kirche irgendwo und heute mitten im Zentrum an einer stark frequentierten Stelle. Ja, natürlich war für die slowenische Bank, für unseren Kulturverein und überhaupt für die Entwicklung unserer kulturellen Organisation sehr wichtig, weil sie ein finanzielles Standbein war. Und die Bank war ja sehr stark, hat aber 2 große Rückschläge hinnehmen müssen. Der dritte war dann praktisch die Auflösung und die Vereinheitlichung aller slowenischen Banken. Aber trotzdem konnten wir mit Hilfe dieser Gelder zum Beispiel das Kulturhaus wieder herrichten. Und ich muss dazu sagen, dass wir um 340.000 Schilling damals dieses Kulturhaus gekauft haben, eine Ruine. Und mein Vater es geschafft hat, innerhalb von 5 Jahren über 2 Millionen Schilling aufzutreiben, um dieses Kulturhaus zu renovieren. Und ein Großteil davon kam von der Bank. Und dieses Dreieck Kultur, Bank und Sprache, das heißt, das war alles miteinander verbunden. Wir hatten so unser Kulturhaus und konnten dort die slowenische Kultur auch machen, bei dem wir hatten ja in Verlach überhaupt keinen einzigen Raum, wo wir eine Probe hätten machen können. Und so hatten wir die Möglichkeit, unsere eigene Kultur
zu spielen und die slowenische Sprache zu pflegen. Und wie war das vor kurzem? Die Bank war ja knapp daran, an einen russischen Oligarchen verkauft zu werden und Ende Jänner, glaube ich, hat dann die FMH. Nein, die Euro. Die Europäische Zentralbank. Ja, aber die FMH letzten Endes. Ja. Die ist überholt worden. Ja, die ist jetzt überholt worden von der europäischen. Ich habe diesen Prozess mitgemacht, weil ich auch der Regionalleiter von der slowenischen Bank bin, von der Posunica war, nicht mehr bin. Es wurde nämlich die slowenische Bank von einer Genossenschaft in eine AG umgewandelt, mit dem Ziel, diese zu verkaufen. Und Gott sei Dank ist dieser Verkauf gescheitert, sonst wäre die Posunica heute schon weg, nicht, weil die SOA-Gruppe ist mittlerweile schon Geschichte. Nicht? Und so ist Raiffeisen international weiterhin der Besitzer und sie können diese Bank nicht auflösen, weil ja die slowenische Bank praktisch diesen Sozialfonds eingezahlt hat und dadurch Raiffeisen international die Bank übernehmen musste. Es gab ca. 50 Millionen Euro Verlust, das waren hauptsächlich Geschäfte, aber diese Geschäfte betrafen nicht nur die Posunica, sondern alle anderen Banken auch, das war die Hypo, die Volksbank, also es hat ja alle Banken getroffen. Kommen wir zu deinem Hauptthema, das Kulturleben in der Stadt Vierlach. Wie schaut es da heute aus? Ja, heute ist es so, dass wir natürlich durch die Situation im Kindergarten wesentlich anders aufgestellt sind als noch vor wenigen Jahren. Und zwar gibt es natürlich einen Chor, es wird wieder eine Theatergruppe geben und wir haben vor allem den zweisprachigen Kindergarten, den wir vor 25 Jahren gegründet haben und haben dort 150 Kinder. Und zwar in 3 verschiedenen Institutionen. Eine Institution ist die Kinderkrippe, dort sind Kinder von 1 bis 3 Jahren und dann gibt es einen Kindergarten mit 75 Kindern und noch einen Hort mit 50 Kindern. Und das ist eine private Institution und natürlich können wir aus diesem Potenzial schon schöpfen. Und wir können den Kindern die slowenische Kultur und die slowenische Lieder schon wirklich von Kindesbeinen an beibringen bzw. sie damit konfrontieren und das sind diese Sachen, die bleiben. Der Kulturverein organisiert verschiedene Veranstaltungen, das sind jetzt Filme, das sind Vorträge, das sind auch Zusammenarbeit mit dem Theater Walzwerk. Es gibt gerade jetzt eine Produktion Judas mit dem Theater Walzwerk, das jetzt 12 Mal stattfindet und wir haben natürlich die letzten 2 Jahre, so wie alle anderen, in Zingels stattfindet. In Zingels vor allem nicht so viel gemacht, aber wir haben das ganze Kulturhaus neu renoviert in dieser Zeit und haben diese Zeit genützt, auch eine neue Heizung eingebaut, über 100.000 Euro investiert und jetzt können wir natürlich voll durchstarten wieder mit der Kultur und wir freuen uns schon alle darauf. Die nächste größere Veranstaltung wird die Schulakademie des slowenischen Gymnasiums sein. 65 Jahre gibt es das slowenische Gymnasium und wir sind heuer mit dem slowenischen Gymnasium verbunden. Jedes Jahr wird ein Kulturverein Partner des slowenischen Gymnasiums und wir werden heuer auch wieder das Konzert beim Bodenbauer organisieren am 10. Juli. Somit sind schon einige Veranstaltungen wieder geplant bzw. schon in Arbeit und vorbereitet. Was mich da immer wieder als Frage aufstößt, ist, es gibt ein blühendes Kulturleben, aber die slowenische Sprache hört man nicht nur in Vierlach, sondern auch in den umliegenden Dörfern immer weniger. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch? Naja, das ist natürlich die Assimilation. In diesem Film, der 25 Jahre alt ist, habe ich schon von der Assimilation abgeschlossen geredet. Das war in Vierlach die Situation. Es gab ja keine Sprachslowenen mehr. Und jetzt, wir zäumen jetzt das Ganze von der anderen Seite auf. Wir müssen ja wieder so weit kommen, dass wir die Sprache weitergeben und dass man die Sprache wieder sprechen kann. Und ich kann schon etwas sagen, vor 40 Jahren gab es in Vierlach keine Möglichkeit, Slowenisch zu sprechen. Heute gibt es diese Möglichkeiten und sie wird schon auch genutzt. Aber natürlich gibt es das ist jetzt dann dieses Problem der bewussten Slowenen,
diese nationale slowenische Identität gibt es meiner Meinung nach nicht mehr. Das ist irgendwie Geschichte. Das ist jetzt vielleicht traurig, aber Tatsache. Früher war es halt so, dass man da Slowenisch gesprochen hat, aber das ist nicht mehr so. Nicht? Und natürlich ist die slowenische Sprache immer dem Druck ausgesetzt, wenn ein deutsches Kind dazukommt, dann redet man schon Deutsch. Nicht? Aber ich möchte noch auf ein Projekt hinweisen, das wir gemacht haben mit der Uni Klagenfurt. Wir haben auch einen Preis dafür bekommen. Wir haben Kinder 3 Jahre lang begleitet, mit Kameras im Kindergarten, immer die gleichen Kinder. Und das waren 12 Kinder, die wurden vom 3. bis zum 6. Lebensjahr wissenschaftlich begleitet und immer wieder untersucht, wie setzt sich das fort. Die Kinder haben nicht gewusst, dass Kameras installiert sind und haben, die Eltern natürlich schon, aber die Kinder, und das war eine ganz natürliche Umgebung. Und nach 3 Jahren haben wir dann festgestellt, wie viel die Kinder wirklich verstehen. Es gab immer auch zwischendurch so Spiele mit Bildern und so, also mit Ausdrücken, slowenischen Ausdrücken. Und man würde gar nicht glauben, wie viel eigentlich hängen geblieben ist. Also die meisten Kinder haben alles verstanden. Einige, die ein bisschen begabter waren, die haben auch geredet. Und ich rede jetzt von Kindern, die keine slowenischen Eltern haben. Und deswegen haben wir jetzt die Kinderkrippe gegründet. Und zwar aus diesem Grund, weil wenn die Kinder mit einem Jahr konfrontiert sind mit der slowenischen Sprache und dann bis zum Ende der Volksschulzeit bei uns bleiben, dann können sie so viel Slowenisch, dass sie slowenische Gymnasien gehen können. Und wir haben jedes Jahr 4, 5 Kandidaten, die slowenische Gymnasien gehen, von Eltern, die nicht Slowenisch sprechen können. Weil wir haben jetzt schon die ersten Fälle, die praktisch länger bei uns sind. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Die Eltern sind bereit dazu. Wir haben zum Beispiel bei den Kleinen 35 Anmeldungen gehabt und 30 Plätze. Also wir konnten 5 da nicht aufnehmen und wir könnten eine dritte Gruppe gründen. Und es hängt natürlich auch mit dem zusammen, wie sich das Kind fühlt. Im Kindergarten geht es nicht darum, ob jetzt Sprache unterrichtet wird oder ob Sprache vermittelt wird. Es geht darum, wie fühlt sich das Kind. Und die Eltern müssen vertrauen. Und durch dieses Vertrauen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wir sind ein offiziell zweisprachiger Kindergarten und wir haben ca. 60% im Ausmaß Slowenisch Anteil und 10% auch Englisch, aber wir mussten das Englische zurückschrauben, weil das Überhand genommen hat. Und wir evaluieren das und unser Personal muss im Jahr 18 Stunden Fortbildung betreiben. Die müssen 18 Stunden machen, wo wir diese Sachen immer wieder evaluieren und immer wieder schauen, dass wir dieses Konzept, das pädagogische Konzept, das erstellt ist, dass wir das auch durchführen. Roman, bei irgendeiner Gelegenheit hast du mir mal erzählt, dass der Kindergarten eine Erfolgsgeschichte sicherlich an sich, aber komplett ohne Gemeindeförderung das Ausland finden muss. Wie finanzierst du den Kindergarten? Ja, das ist nicht einfach. Der Kindergarten kostet ca. 950.000 bis 1 Million Euro im Jahr. Wir haben im Jahr 21 eine Punktlandung gemacht mit 107 Euro plus bei dieser großen Summe. Normalerweise fehlen 20.000 bis 30.000, aber heuer ist es gelungen. Ferl ist die einzige Gemeinde, die den zweisprachigen Kindergarten nicht fördert. Es gibt 11 zweisprachige Kindergärten und in allen Gemeinden gibt es regelmäßig Subventionen. Bei uns gibt es diese nicht, weil wir einfach zu viel Konkurrenz sind. Das ist der Hauptgrund. Und wir haben jetzt auch von der Abstimmungsspende gehofft, dass wir etwas bekommen werden. Und wir haben leider 0 Cent bekommen. Und es gibt Gott sei Dank andere Institutionen. Es ist der Großteil gedeckt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt große Sprünge machen, aber die Investitionen sind für uns ein Problem. Wir haben den regelmäßigen Betrieb abgedeckt, aber größere Investitionen nicht. Und dafür müssen wir immer wieder selbst Geld auftreiben. Und das ist dann schon ein Problem, wenn eine Gemeinde komplett nichts gibt. Zum Beispiel die Gemeinde Klagenfurt gibt für jede Gruppe 28.000 Euro im Jahr dazu.
normal, fix und unabhängig, ob es Gemeindekindergarten ist, Pfarrkindergarten, Caritas oder des slowenischen zweisprachigen. Aber das ist natürlich Gemeindesache, das kann jede Gemeinde selbst entscheiden. Aber Ferlach ist wirklich die einzige, die sich da sperrt. Ich hoffe, dass sich das ändert. Mit welchen Argumenten? Überhaupt kein Argument. Also bei der Gemeinderatssitzung wurde es, wir sind nicht förderwürdig, wir sind überfördert. Das war der Grund. Und es war aber nur das Problem, ich hätte das Geld wahrscheinlich bekommen, wenn ich als Bittsteller aufgetreten wäre. Das heißt, wenn ich zum Bürgermeister gegangen wäre. Ich habe mich eigentlich gut verstanden mit ihm als Stadtrat. Wenn ich hingegangen war, was das geben wir da. Aber ich wollte einen fixen Vertrag haben und habe das offiziell angefragt, weil ich kann nicht mit einem Geld reden oder nicht reden. Ich muss das wissen, wie viel ich bekomme. Und das haben sie dann abgelehnt. Also eine regelmäßige Förderung kommt nicht in Frage. Und wir werden natürlich wieder Anträge stellen, aber es ist so, dass... Volksgruppenförderung? Ja, dort kriegen wir mir nichts. Also aus der Volksgruppenförderung bekommen wir bekommen schon projektbezogen, also 2.000, 3.000 Euro. Aber das ist für den laufenden Betrieb nicht, weil die Kindergärten abgedeckt sind vom Land Kärnten. Wir haben von der Volksgruppenförderung insgesamt 50.000 bekommen. Also die Abstimmungsspende, aber es waren eigentlich 150 veranschlagt. Und man hat gesagt, etwa wird die Gemeinde dazugeben. Und dann hat die Gemeinde nichts dazugeben, dann ist es bei 50.000. Und ich brauche ein bisschen mehr. Also, jetzt steht das Projekt, jetzt kann man nichts machen. Wie stark ist denn eigentlich die slowenische Wahl? Entschuldigung, ja, bitte. Wir wollten zum Kindergarten bzw. Kinderausbildung fragen. Wie weit ist für den deutschsprachigen Kärntern ein zweisprachiges Bewusstsein präsent? Wie weit ist da Interesse daran, die Kinder wirklich unter den deutschsprachigen, rein deutschsprachigen, zweisprachig als traditionell zweisprachiges Land zu erziehen, aufwachsen zu lassen? Das ist ganz verschieden. Das ist jetzt wirklich von Ort zu Ort verschieden. Aber bei uns ist es zum Beispiel so in Ferlach, dass 80% der Eltern, die ihre Kinder bei uns haben, nicht Slowenisch können. Aber ihre Vorfahren haben das noch gekonnt. Das ist genau diese Generation, die slowenische Sprache nicht vermittelt bekommen hat. Das war in den 70er, 80er Jahren, wo man bewusst dann den Kindern die Sprache nicht weitergegeben hat. Und jetzt diese Generation besinnt sich dessen wieder. Und also es ist eigentlich die Bereitschaft ist sehr groß. Man sieht jetzt auch in Klagenfurt, da hat die Herr Magauer seinen neuen Kindergarten gegründet, der war sofort voll. Also das ist kein Problem. Aber natürlich hat man nicht überall die Möglichkeit. Es gibt Anschlussfrage. Wie weit ist dieses unterschwellige, nicht Slowenisch sprechen zu dürfen, beziehungsweise das negative Konnotierte des Slowenischen noch vorhanden? Gibt es das noch? Ja, das gibt es schon natürlich. Also man muss schon davon ausgehen, dass das Slowenische immer negativ stigmatisiert war. Das heißt, die Politik hat alles daran gesetzt, slowenische Ski braucht dieser EU-Spruch. Also das ist natürlich schon vorhanden. Aber es hat sich natürlich geändert, als dann Jugoslawien zerfallen ist und Slowenien ein eigenständiger Staat wurde. Da ist es ein bisschen weggefallen, dieser Druck. Aber natürlich ist es sehr schwer, jetzt dieses Verlorene wieder aufzuholen. Das ist fast nicht möglich. Und also es war für uns schon, also wenn man als Kind von Erwachsenen angepöbelt wird, da bekommt man dann schon Angst. Also das bleibt schon irgendwo. Nicht? Aber ich habe mich zum Beispiel wirklich bewusst dafür entschieden, dass ich auch Slowenisch studiere und die Sprache weitergebe und sie als positive Sprache und als wertvolle Sprache vermittle. Und das mache ich auch in der Schule, im Gymnasium. Und es gelingt zum Teil, aber nicht immer. Nicht? Das ist natürlich die Frage, wie und wie es dann weitergeht. Gibt es auch andere Fragen noch in der Runde? Wir können es ja gerne zwischenrufen. Slowenische Wahlgemeinschaft in Ferlach.
Damit wir uns das besser vorstellen, wie stark ist die jetzt vertreten? Ja, also in Ferlach, die Slowenische Wahlgemeinschaft gibt es seit dem Jahr 1973. Ich habe früher von der Eingemeindung gesprochen. Und zwar war ja früher Windisch-Bleiberg eine eigene Gemeinde. Und 1973 ist dann die Slowenische Wahlgemeinschaft das erste Mal als Partei in dem Sinn angetreten und hat ein Mandat erreicht. Und das war von Windisch-Bleiberg ein Kandidat, der aufgrund der Stimmung von Windisch-Bleiberg dann in den Gemeinderat gekommen ist. Es gibt 27 Mandate in Ferlach und wir haben im Moment 3 Mandate. Wir hatten auch in der Vorperiode 3 Mandate, aber die Freiheitliche Partei war damals 2015 so schwach, dass wir die 3. Partei waren, also die drittstärkste, und dadurch haben wir den Stadtrat bekommen. Jetzt bei den letzten Wahlen haben uns die Freiheitlichen überholt, weil sie haben ein Wählerpotenzial von ca. 1000 Wählern. Sie waren 2015 in 3 Gruppen zerteilt, es gab noch das BZÖ und dann das FPK, und also dadurch waren sie zersplittert und waren nicht so stark. Jetzt haben sie uns natürlich überholt, haben auch 3 Mandate, aber 120 Stimmen mehr als wir, und dadurch haben sie den Stadtrat bekommen. Es waren 3 Perioden nur ein Stadtrat, und dann hat der Peter Waldhauser übernommen, und dann waren es 2 Mitglieder, mein Vater und der Peter, und 2015, wie gesagt, haben wir dann das 3. Mandat auch erreicht. Aber es ist sehr schwer, die Sozialisten haben 17 Mandate und die Freiheitlichen 3 und die ÖVP 4. Das heißt, es ist in meinen Augen eine Diktatur, also keine Demokratie, für die weit entfernt. Sie entscheiden alles selbst, und das sind Strukturen, die sind praktisch von 1945 weggewachsen, und man hat keinen Eingriff. Ich bin der Obmann des Kontrollausschusses, wir stehen eigentlich alle Zahlen zur Verfügung, und es gibt Konstruktionen, wo man einfach, das Budget beträgt 28 Millionen Euro, und sie sind versteckte, man weiß nicht, welches Personal wo zugeteilt ist, also man kann nicht herausfiltern, wie viel Geld wohin fließt, und man hat wirklich keinen Einfluss. Und wenn man es auch aufzeigt, hat man keine Chance, weil die absolute Mehrheit zählt. Und es ist nicht so einfach, in dieser Gemeinde zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel Bleiburg hernehme, Bleiburg ist wirklich eine Stadt, die eine Hochblüte der Kultur, also für so eine Stadt einfach ein Wahnsinn mit Galerie, mit Kultur, aber da arbeiten alle zusammen. Die Slowenen und auch die Deutschsprachigen, und auch in der Gemeinde selbst wird mehr zusammengearbeitet, und so entsteht viel mehr. Nicht? Und bei uns ist nur Konkurrenzdenken, und es sind fast nur Leute, die bei der Partei angestellt sind oder bei parteinahen Organisationen. Und ich habe im Gemeinderat in den letzten 13 Jahren 10 oder beziehungsweise mehr als 10 Mandatare Sozialisten noch nie gehört, wie sie überhaupt reden. Sie zeigen nur auf, also das ist praktisch nicht relevant mit uns. Das ist Amtssprache bei den Gemeinderatssitzungen. Amtssprache? Ja, oder Schreiben in der Gemeinderat. Ja, im Gemeinderat. Ich gebe einen Tipp, schaut euch die Homepage an, die Homepage von Ferlach an. Es gibt kein einziges Wort, wo Brole zum Beispiel, das Ferlach einen slowenischen Namen hat, gibt es in der ganzen Homepage nicht. Es ist aber jetzt eine viersprachige Homepage, das heißt, man kann es slowenisch antippen, man bekommt nur ein paar Informationen und dann ist wieder alles Deutsch. Und abgesehen von den Informationen, die Übersetzungen sind zum Großteil komplett falsch. Und also wirklich eine Schande, dass man sowas überhaupt auf eine Plattform stellt. Also ich würde mich das nicht getrauen. Und das läuft aber jetzt unter mehrsprachiger Homepage. Ein guter Tipp, Stadtgemeinde Ferlach. Man kann sich selbst ein Bild machen. Ein Bild über Ferlach habe ich mir vor ein paar Jahren auch gemacht. Da hat einer mit Ferlacher Wurzeln den Physiknobelpreis bekommen. Haldane.
2016 war das, also vor 5 Jahren. Und man hat das in der Kärntner Kleinen Zeitung, in der Kronenzeitung nachlesen können, kein Wort in der Ferlacher Gemeindezeitung. Was war eigentlich da der Grund? Hat man das aus einer Wissenschaftsfeindlichkeit oder aus irgendeinen Gründen verschwiegen? Jede andere Gemeinde wäre wahrscheinlich stolz auf sowas. Ja? Bei der Gemeinderatssitzung haben wir einen Antrag gemacht, dass man ihm eine Straße widmen sollte, weil es immerhin der einzige Nobelpreisträger, der Ferlacher Wurzeln hat. Man hat ihn nicht einmal gekannt, also das ist so viel zu sehen. Obwohl er einen offiziellen Zweitwohnsitz in Ferlach bis vor 4 Jahren hatte. Und seine Mutter war eine Renko und ihr Vater und ihr Onkel wurden ausgesiedelt, weil es war eine slowenische Familie. Und die Mutter von dem Nobelpreisträger hat dann im jugoslawischen Krankenhaus gearbeitet und hat dort einen Arzt kennengelernt, den Haldén. Und sie sind dann nach Kronen praktisch gezogen und haben dort gewohnt. Und also sie hat sehr schlechte Erinnerungen an Ferlach und wollte nicht mehr in Ferlach bleiben. Und natürlich hat das auch mitgespielt. Man wollte diese slowenischen Wurzeln irgendwie wahrscheinlich auch vertuschen, beziehungsweise man wollte es nicht wahrhaben. Und das ist halt Ferlach. Vielleicht eine Sache, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ja, aber ich habe dann gelesen, dass bedingt durch den Brexit hat Haldén den Antrag gestellt, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Diese wäre ihm verwehrt worden und er hat heute die slowenische Staatsbürgerschaft. Er hat die slowenische bekommen. Er hat die slowenische Staatsbürgerschaft bekommen und das war eine Direktübertragung. Er unterrichtet in Amerika auf der Lite. Stanford, ja. Und das wurde direkt übertragen, der hat jetzt die slowenische Staatsbürgerschaft. Und die österreichische wurde abgelehnt. Ja. Ja. Gut. Gibt es zu Ferlach, bevor wir dann noch ein bisschen zur Musikschule gehen, zu Ferlach noch irgendeine Frage? Roman, ich weiß, dass dir die Musikschule sehr am Herzen liegt. Erzähl uns noch was dazu. Ja, wir haben ja einen Proponenten der ersten Stunde hier, den Herbert. Ohne ihn gibt es vielleicht keine slowenische Musikschule. Und zwar 1978 wurde sie gegründet, zuerst in Bleiburg, dann in Lüdmersdorf, aufgrund einer Anfrage. Und 1984 wurde sie dann in einen Verein praktisch umgewandelt. Und ich bin seit 1984 bei der slowenischen Musikschule. Es waren am Anfang nur Lehrer aus Jugoslawien damals noch. Und ich war eigentlich der erste heimische Musiklehrer in der slowenischen Musikschule. Und diese hat sich dann sehr entwickelt im gesamten zweisprachigen Raum. Und wir haben 2012 zum Beispiel 730 Schüler gehabt und schon auch 15 Lehrer, eigene Lehrer, die großteils aus dieser Schule kamen. Das heißt, von Herbert die Nichte unterrichtete schon lange, sie war auch eine der ersten Lehrerinnen, die Monika Seher, Christian Philippic, die kamen alle aus Lüdmersdorf und ohne die slowenische Musikschule gäbe es diese Leute nicht. Das Gleiche ist dann im Jahrtal passiert mit dem Bauti, also es gibt jetzt viele Lehrer, die praktisch die Stützen unserer Musikschule sind. Und wir haben dann im Jahr 2013 praktisch sehr große finanzielle Probleme gehabt. Wir wurden praktisch schon unter Druck gezwungen, irgendwie uns dem Land anzupassen. Wir haben uns sehr gewehrt, weil man uns eigentlich komplett liquidieren wollte. Das heißt, man wollte die Schule auflösen und slowenische Lehrer in bestehende Musikschulen im Rosental, Ferlach, Klagenfurt und oben bis Hermagor slowenische Lehrer praktisch in diesen Schulen anstellen. Wir haben also dann praktisch das erreicht, dass wir
eine selbstständige Schule geblieben sind mit eigener Direktion. Und wir haben aber die Hälfte der Schüler verloren. Das heißt, der Kompromiss hat dann so ausgeschaut, dass wir 2015 über 300 Schüler abgeben mussten und alle slowenischen Lehrer, also alle, die aus Slowenien gekommen sind, durften nicht mehr unterrichten und auch Studenten nicht mehr. Es wurden 15 Lehrer übernommen und wir haben uns geeinigt auf 400 Unterrichtseinheiten, das sind 50 Minuten Unterrichtseinheiten in der Woche und haben damals nur 283 bekommen. Mittlerweile haben wir 437 Unterrichtseinheiten und wieder 450 Schüler. Aber es hat 5 Jahre gedauert, dass ich noch 4 Lehrer dazu bekommen habe, weil wir einige Instrumente überhaupt nicht unterrichten konnten, weil wir keine Lehrer hatten für Schlagzeug, für Harmonika, für Blockflöte, für Geige. Also, und diese 4 Lehrer habe ich dann bekommen, aber nur mit halben Lehrverpflichtungen. Und wie gesagt, die Slowenische Musikschule ist sicherlich einer der wesentlichen Kulturträger, weil ja viele Schüler dann auch in den Vereinen weiterarbeiten, bei den Chören, bei Instrumentalgruppen, bei Theaterproduktionen. Und ich bin seit dem Jahre 97, also 25 Jahre, bin ich Direktor dieser Schule.